Servus beieinander, willkommen zurück bei mir im Bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder ein kleines Video über das deutsche Waffenrecht. Ja, wie kann es auch anders sein? Es ändert sich permanent was, es wird nichts besser, es wird alles immer schlimmer. Und zwar geht es diesmal um das Thema, was wir wahrscheinlich alle haben, um Multitools. Es ist ja so, es war ja schon immer so, Einhandmesser sind ja ganz furchtbar böse. Egal wie lang die Klinge ist, Einhandmesser, das heißt ein Messer, das man mit einer Hand aufmachen kann, ist ein ganz böses Messer und in Deutschland führungsverboten. Genau, alles geregelt, Paragraph 42a. Bevor wir jetzt hier wieder dann zum Diskutieren anfangen, lest euch den vorher durch, dann könnt ihr gerne mitreden. Lest ihr nicht durch, dann bitte enthaltet euch auf den Kommentaren. Ja, wobei kann jeder reinschreiben, was er will, ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Es geht heute darum, man den Handschuh aufziehen, ansonsten kann ich es euch nicht vorführen. Das ist so der Standard Leatherman. Ihr seht, der ist hier zu und wenn man ans Messer will, muss man den aufklappen und dann kann man hier mit dem Daumennagel das Messer rausnehmen. So, dann klappt man das hier wieder rein. Und dann klappt man den hier wieder zu und dann hat man ein Messer. Ihr habt gesehen, wie viele Schritte das sind, wie viele Arbeitsgänge. Und das ist der gute Leatherman, der Liebe. Dann gibt es natürlich die für die Profis. Es ist ja schon lange nicht mehr so, dass ein Leatherman nur irgendwelche Fachkräfte, irgendwelche Schreiner, irgendwelche was weiß ich dabei haben, sondern jeder, der so ein bisschen im Outdoor unterwegs ist, oder draußen oder beim Camping oder so, der weiß natürlich so ein Multitool zu schätzen. Und jetzt, wenn man ein bisschen was mit Waffen oder mit Jagd oder so zu tun hat, hat man sowieso einen dabei. Wenn man jetzt kein Jäger ist, hat man natürlich das Problem, weil als Jäger kommt man noch so ein bisschen um diese Problematik mit dem Einhandmesser rum, als Normalsterblicher nicht. Das heißt, das hier, der Mutt, der meiner Meinung nach beste Leatherman, den es gibt, der hat ein Einhandmesser drin. Das heißt, ihr könnt es so nehmen und dann ist hier das Messer. Und das, meine Freunde oder Spätzeln oder Freundinnen oder wie auch immer, das ist leider verboten. Den dürft ihr nicht dabei haben. Und zwar nie. Und dafür habe ich mir jetzt eine Lösung überlegt mit meinem Messermacher des Vertrauens, der ist unten verlinkt, der Andi Gewald. Da werden wir jetzt mal testen, ob man diese Klinge so umschleifen kann, dass man die eben nicht mehr mit einer Hand aufmachen kann, sondern dass man hier eine Fingernagelmulde hat und dann muss man die so rausziehen hier mit dem Fingernagel, so. Ja. Und nicht mehr hier mit diesem Ding. Also dieses Teil, mal kurz vorgestellt, jeder, der eine AR hat oder irgend so eine ähnliche Waffe, der weiß dieses Ding zu schätzen, weil es nämlich hier extrem viele coole Möglichkeiten gibt, dass man diese Waffe damit auseinanderbauen kann. Ich stelle jetzt nicht einzeln vor, weil die meisten, die kennen den sowieso und auch für alle anderen ist dieses Ding halt extrem cool. Das hat halt auch eine Einhandsäge drinnen, aber Sägen sind ja keine Messer und damit sind die auch nicht betroffen, wenn es um den 42a geht. Ja, also ich werde euch im Detail mitnehmen in die Werkstatt, dann werden wir das so ein bisschen umschleifen und wenn euch das interessiert oder wenn ihr eine ähnlich fachmännische Arbeit haben wollt, dann schaut unten bei ihm rein, dann bin ich mir sicher, macht er das für euch auch. Müsst ihr nur die Klingen ausbauen, was es bei dem ein bisschen komplizierter ist, weil das hier kein normaler Torx ist, sondern es ist dieser Sicherheitstorx mit diesem kleinen Pin in der Mitte. Ja, so viel jetzt übers Waffenrecht. Also nochmal die Problematik, ihr seht es, das hier ist ein Einhandmesser. Das ist ein Einhand Leatherman Multitool, der auch arretiert und somit verboten ist. Das hier ist ein Zweihand kompliziert Messer raushol Leatherman. Seht es, was man da alles braucht, so. Und damit ist er erlaubt. Ja. Und wenn der zugeklappt ist, so, kommt man an das Messer gar nicht mehr ran. Das hier, den nimmt man einfach aus der Tasche,
schwuppdiwupp ist es offen. Ja, und das ist die Problematik an der ganzen Sache. So viel zum heutigen Thema. Jetzt bauen wir den gemeinsam um und dann sehen wir uns wieder und dann könnt ihr ein bisschen von der Erfahrung profitieren. Also hier ist dieses Teil, so geht dieses Ding auf und ihr seht es mit einer Hand. Das ist wirklich ein wunderschönes Teil da. Jetzt werden wir dieses Loch hier, auffüllen kann man es nicht, also muss man da oben ein bisschen was wegnehmen. Das heißt, wir nehmen diesen Steg weg, hier schleifen den sauber und dann kann man das nur noch mit dem Fingernagel und 2 Händen rausklappen und nicht mehr so einfach hier aufschieben. Da kommt so eine kleine Fingernagelmulde rein. Das steht dann noch genau aus dem Gehäuse raus. Und dann nimmt man dann praktisch den Daumennagel mit der zweiten Hand, geht hier mit dem Fingernagel rein und zieht die Klinge auf wie bei einem Schweizer Messer. Das ist der Plan. So schaut das coole Teil jetzt aus. Schaut euch das mal an hier. Das ist die Materialstärke. Da ist der kleine Nupsi für den Fingernagel. So, zum so rausnehmen. So. Und jetzt bauen wir es mal ein und dann sehen wir uns wieder. Ist das nicht hübsch geworden? So, hier diese 2 Federn mit irgendeinem Werkzeug spreizen. Ich habe jetzt diesen Torx dafür genommen. Und dann könnt ihr das hier einsetzen und diese Mutter wieder durchschieben. Jetzt kommt noch ein großer Trick fürs wieder zusammenbauen. Wenn ihr das zusammenbaut, klappt Messer und Säge aus und das Tool zusammen. Das heißt, dass die Zange innen eingeklappt ist. Dann ist nämlich auf keiner von diesen ganzen Federn Druck drauf. Und dann kann man es am allereinfachsten zusammensetzen. Ihr seht es hier ganz schön. Alle Federn sind entspannt. Und zum Schluss muss ich das hier halt zusammendrücken. So, seht ihr das? Jetzt einhändig filmen und zeigen ist ein bisschen schwierig. Aber wenn die Zange drinnen ist und die Messer draußen, ist kein Druck auf den Federn. Jetzt noch vernünftig verschraubt, vielleicht noch einen kleinen Tropfen Loctite rein und schon habt ihr ein 42A konformes Leatherman Mutt. Hier mit einer kleinen Fingermulde da zum Rausziehen. Und ansonsten gibt es hier keine Chance mehr, dass man das Messer mit einer Hand aus diesem Teil rausziehen kann. Bei der Säge funktioniert es noch, aber das ist ja auch wurscht, weil für die Säge gibt es ja keine Reglementierung. Aber das Messer, das hat jetzt hier eine kleine Nagelmulde und ist somit nicht mehr bedienbar. Das heißt, das erste 42A konforme Leatherman MUT. Ja, kauft kein Klump, ihr müsst weniger wegschmeißen. Das hier ist meiner Meinung nach der beste Leatherman, den es gibt. Mal wieder keine Werbung, sondern eine echte Empfehlung aus dem bayerischen Outback. Habt ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.